Beide Teams haben schon eine ganze Menge erlebt in diesem Wettbewerb. 3 Spiele sind absolviert. Das heißt also logischerweise, wir stehen vor der 4. Partie in dieser Gruppe. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Kraft und Konzentration in den 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Ja, Tom, und das eine bedingt ja das andere. Also ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wer hat denn noch tatsächlich die Kraft, die du angesprochen hast, um dann auch kreativ zu sein und das Spiel für sich zu entscheiden. Also ich bin richtig gespannt. Richtig so. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Das ja mit der Flanke ein bisschen. So, jetzt ist das erste Tor gefallen und jetzt geht es hier mal so richtig los. Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Ja, das war ein klasse Tor, so kennen wir das von ihm, aus vielen anderen Spielen auch. Und in der 8. Minute muss der Keeper zum ersten Mal den Ball aus dem Tor holen. Da sieht er die Lücke. Los, schieß, Junge! Gehalten, aber der Ball ist immer noch heiß. Ja, und wie er sich den Ball erobert, à la Bonheur. Und daraus könnte sich was entwickeln. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Oh, den hat er gehalten. Und wie? Da war er mit den Fingerspitzen noch da. Eckball. Ah, der sagt, der ist gut und der ist drin. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Und der Trainer hat noch gewarnt. Passt auf bei Standardsituationen. Und dann dieser Eckball. Ja, großartiges Zuspiel. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Da und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Und nur raus damit, raus! Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht.
Ja, nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. So, nach der Aktion können Sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, bloß weg das Ding hier mit dem Kopf. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. So, die erste Halbzeit läuft in ihrer Schlussphase und immer noch ist der Spielstand völlig ausgeglichen. Und so soll das aussehen. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Riesenmöglichkeit. Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. So, beide Mannschaften haben je ein Tor erzielt und dann steht es logischerweise zur Pause 1:1. Ich bin sehr gespannt, ob beide Mannschaften dieses Niveau halten können. Sie sind ja wirklich gleich stark. Und naja, vielleicht wird ja eine Mannschaft etwas dominanter. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die zweiten 45 Minuten. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Erstklassiges Zuspiel. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Oh, der sitzt. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Okay, sie sind jetzt vorne. Und jetzt werden sie wahrscheinlich ihren Vorsprung mit Mann und Maus verteidigen. Genauer Pass auf den Mitspieler. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. So, das gibt die gelbe Karte. Der Ball war ja noch nicht mal in der Nähe. Das ist ja... Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Oh, da hat er richtig was abbekommen bei diesem Zweikampf. Und die Konsequenz natürlich gelb. Ja, für so eine rüde Attacke sind andere Spieler schon vom Platz geflogen. Ja, und das war einer für die Tribüne. Was für eine Reaktion des Keepers. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. Oh, da lässt er den Ball abklatschen. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen.
Hat nur noch den Torwart vor Augen. Und jetzt hat er ihm einfach vom Fuß geklaut, den Ball. Und jetzt steht er da und fragt sich, warum war der Ball nicht drin? Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Genau richtig gesehen. Gut per Kopf weitergeleitet. Ja, Zuschauer fordern eine gelbe Karte nach diesem Zweikampf. Ich kann sie verstehen. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Und wenn er den Ball etwas besser gedrückt hätte, wäre er drin gewesen. So, jetzt wechseln beide Trainer aus. Kämpferisch, ohne Fehl und Tadel. Sie wollen unbedingt noch den Ausgleich. Der lange Ball, Endstation Abwehr. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. So, der Ball ist aus, das gibt nur Einwurf. Der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Klasse, wie er den spielt. Viel zu spät, wie er da reingeht, aber er kommt nochmal glimpflich davon. Sprich, ohne Verwarnung. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. So macht man das, so bereinigt man die Situation. Perfekt. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Nerven bewahren. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. So, und damit sind sie wieder im Ballbesitz. Ja, hier ist noch nichts, aber auch gar nichts entschieden. Aber schauen wir auf die Uhr. Es geht mal, das war ein guter Kopfball, aber noch besser die Parade des Torhüters. Ja, der Torhüter auf der anderen Seite verlebt ja einen richtig ruhigen Nachmittag. Aber der hier, Mensch, hat der schon viele Bälle gehalten. Also die Führung ist nur ihm zu verdanken. Klasse Zuspiel. Wie soll man diesen Abwehrriegel aus den Angeln heben? Keine Chance. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits, ja oder nein? Schön mit dem Kopf. Also sie waren am Ende ganz schön mit den Nerven fertig. Aber es hat so gerade eben noch gereicht. Knapper, aber verdienter Sieg beim Schlusspfiff des Schiedsrichters. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.